Haut schwarz ma mir sein Käier, hier das Wohnungsproblem, dem wir schon seit dem letzten Jahrhundert kennen. Wir laufen der Problematik hannen drun, aber wir werden der Problematik auch weiterhin hannen drun laufen. Dieser Gesetzestext bringt verschiedene Verbesserungen mit sich, die wir ausdrücklich begrüßen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, dass die Regierung die Renovation und die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden mehr stark unterstützen will. Wir begrüßen noch, dass monoparentale Familien bei der Vergabe von Wohnungen besser berücksichtigt gehen und dass gegen Missbrauch am sozialen Wohnungsbau mehr konsequent vorgegangen wird. Besonders wenn es um wiederholte Loyersausfall oder um eine schlechte Nutzung vom raren Wohnraum geht. Auch der Wille, verschiedene Prozeduren und Realität im Terrain anzupassen, an die sozialen Promoteuren allgemein pur praktisch Erleichterungen zu gehen, also im Prinzip zu begrüßen. Wenn just all diese Punkte am Gesetz stehen, dann hat da der Haut hier Zustimmung zu diesem Projekt können gehen. Aber leider ist dem nicht so. Für uns enthält diesen Text fundamentale Probleme, die für uns aber so schwer sind, dass wir diesem Gesetz nicht zustimmen können. Die Regierung schreibt nämlich ein Gesetz, und das direkt am ersten Artikel, le logement abordable et d'utilité publique. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick harmlos. Das ist aber nicht an uns an. Das ist eine juristische und politische Grundsatzentscheidung, die weitreichend Konsequenzen kann haben. Und genau das hat der Minister selber in der Kommission nach dem Mai 2025 konfirmiert, wie er gesagt hat, ich zitiere, für den Rest sind dir alle gut bewusst, was die Utilität publik nach mit sich bringt. Von Möglichkeiten als öffentliche Hand können zu agieren, und die sind natürlich auch willkommen. Zitat an. Dieser Satz soll das all zum Nachdenken bringen. Wenn der Minister selber sieht, dass diese Notion dem Staat weiter Handlungsmöglichkeiten gibt, für erschwinglichen Wohnungsraum zu garantieren, dann müsste er uns als Chamber klar interpellieren. Uns ist bewusst, dass der Staatsrat sich die Formulierungen an die damit verbundenen Möglichkeiten ganz genau angeguckt hat. Und noch, dass er schlussendlich zur Konklusion kommt, dass die juristischen Jalons hoch genug sind, für so eine Zweckentfremdung, wie der Minister so angedeutet hat, zu viel zu kommen. Aber so gut, wenn wir anholen, dass diese Regierung nicht mehr die besten Intentionen hat und hat, wissen wir nicht, was irgendwann aus dem Text kann entwurzeln. Nicht zuletzt, wo das Recht auf Logement ja in die neue Verfassung angeschrieben wird. Wir haben keine Garantie, dass eine Regierung nicht irgendwann anfängt, die Rechte gegen die anderen auszuspielen und die Notion von der Utilität publik irgendwann ein Teil davon kann gehen. Das kann bei zukünftigen Entscheidungen dazu führen, dass der erschwingliche Wohnraum an der Diskussion mit anderen öffentlichen oder privaten Interessen systematisch mehr Vorrang hat. Das kann den Druck auf Gemeinden an ihre Planungsautonomie erhöhen, den Handlungsspielraum vom Staat ausbauen und als Grundlage für weitere gesetzliche Kompetenzen an der Zukunft dienen. Als Legislateur haben wir die Verantwortung, so Fragen nicht abzulassen, mit klaren Grenzen zu definieren. Für das fehlen genau diese Grenzen an diesem Gesetz. An dem nämlichen kurzen Artikel verstoppt ein weiteres Problem. Am Gesetz wird nirgends klar definiert, was überhaupt erschwinglich ist. Es gibt keine allgemeine juristische Definition, keine objektive Preisgrenze, keine klare Begrenzung vom Begriff. Wir erklären also einen Begriff zur Utilität publik, ohne dass der Begriff selber präzise definiert ist, als eine Limite kennen. Das ist für der rechtsstaatlich nicht akzeptabel. Wir gehen damit dem Staat außergewöhnliche Instrumente und Rechte an die Hand, ohne gleichzeitig klar zu definieren, ob diese Instrumente sich überhaupt beziehen. Das ist ein Blankoscheck. Und so ein Blankoscheck darf das Parlament nicht ausschreiben. Heute besteht eine ganz klare Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger von unserem Land. Dabei kommt noch, dass dieses Projekt Logementskrise nicht am Kehr lässt. Wir brauchen nicht immer neue juristische Konstruktionen. Wir brauchen nicht immer mehr komplexe Regeln. Wir brauchen mehr sehr Autorisationen, mehr Bürokratie, viel mehr niedrige Baukosten, realistische und pragmatische Gesetze, die dem Terrain gerecht gehen. Da der ist bereit, Maßnahmen mitzudrohen, die wirklich dazu beitragen, dass Leute ihre Wohnung leisten können. Aber wir können nicht akzeptieren, dass unter dem Begriff Utilität publik ein juristisches Stier abgemacht wird,
ohne dat Grenze klar definiiert sind. Eng Utilité publik ohne klar Definition als kein Rechtssicherheit, mehr eng groß juristisch Unsicherheit. Aus dem Grund wird erkannt, dass dieses Gesetzesprojekt nicht mitstimmen. Ich so nicht merci.